Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach die seltsamen und kuriosesten Bestattungsmethoden gibt es sogar kuriose Todesfälle. Und das ist auch wieder sehr schön, was da für Geschichten und Todesfälle auch gibt. Es geht auch um Selbstmorde, Suizid praktisch. Ungewöhnliche Selbstmorde, ja. Man wird es nicht glauben, aber die hat es tatsächlich gegeben. Und da werde ich jetzt euch einmal ein paar außergewöhnliche vorlesen, ungewöhnliche. Cody Crew aus Sydney beging Selbstmord, indem sie Cody Crew aus Sydney beging Selbstmord, indem er sich in der Tiefkühltruhe seiner getrennt lebenden Frau einschloss. Für die 130 Kilogramm schwere Dame befestigte er zum Abschied noch einen Zettel an der Kühltruhe. Stopf das doch auch noch in dich rein, du fette Sau. Also, unglaublich. Anscheinend hat es diese ungewöhnlichen Selbstmorde tatsächlich gegeben, oder ist schon wahnsinnig. Cool. Stopf das doch auch noch rein, fette Sau. Cool. Ja, verrückte Sachen. 1997 verstarb eine Frau aus Denver, Colorado, am Steuer ihres Fahrzeuges, weil sie während einer Vollbremsung ihren Lippenstift verschluckte. Florica 1, Florica der erste, Florica 1, eine junge Rumänin erhängte sich kurz vor ihrer Hochzeit, weil sie sich mit ihrem zukünftigen Gatten nicht über das Menü für das Hochzeitsmahl einigen konnte. Boah. Jetzt einfach bloß Weißwürst gemacht, dann kann eigentlich nichts passieren. Weil die frisst ja jeder. Isst ja jeder. In Leicester brachte sich ein 61-jähriger Liftbauingenieur um, indem er am oberen Ende eines Liftschachtes einen Strick befestigte, sich auf das Dach der Kabine stellte, sich die Schlinge um den Hals legte und geduldig wartete, bis jemand den Lift nach unten rief. Der Mann litt unter Depressionen, seitdem er seinen Führerschein wegen Alkohol am Steuer verloren hatte. Schon ein bisschen eigenartiger Selbstmord, aber ja, gibt es, wenn man an der Quelle sitzt mit so Liftbau. Cool. Auf Nummer sicher gehen wollte ein arbeitsloser Kranführer aus Hamburg. Nachdem er sein Haus in die Luft gesprengt hatte, lief er in ein nahes Gartenhäuschen, trank eine Flasche Pflanzengift, legte sich eine Drahtschlinge um den Hals und schoss sich, als sich diese zuzog, zur Sicherheit auch noch eine Kugel durch den Kopf. Dann ist man wirklich auf Nummer sicher. Da kann bei so einem Selbstmord tatsächlich nichts mehr schief gehen. Also wirklich coole Idee, passt. Kopflos handelte ein Arbeiter aus Strinsk, das ist ein komischer Name, Strinsk im ehemaligen Jugoslawien. Er sägte sich mit einer Kreissäge selbst den Kopf ab. Puh. Also der, wo hinterher das alles zusammenputzen muss, ist natürlich schon schrecklich. Also da ist der Kercher wieder vom Vorteil. Weil sie nach ihrem Tod ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollte, erschoss sich eine junge Frau aus Melbourne. Kurzum im Leichenschauhaus. Mein Tod soll nicht allzu viele Schwierigkeiten machen, stand in ihrem Abschiedsbrief. Jo, warum auch nicht? Da haben die anderen ja, einfacher geht wohl nicht. Nach 10 erfolglosen Selbstmordversuchen wollte der 24-jährige Österreicher Anton Kohlberger
einfach keinen Fehlschlag mehr hinnehmen und sprengte sich auf einer Linzer Polizeiwache mit Dynamit in die Luft. Oh. Es geht hin, würde ich sagen. In den 50er Jahren beging der 28-jährige Fernand Moulin einen sonderbaren Selbstmordversuch. Der Lebensmüde hatte am Schwanz einer Katze, oh, das ist der Makaber, auf die Idee muss man kommen, macht es ja nicht nach, das ist der absolute Knaller. Der Lebensmüde hatte am Schwanz einer Katze eine Schnur befestigt, deren zweites Ende an den Abzug eines gegen seine Brust gerichteten Gewehres gebunden war. Moulin schreckte dann die Katze und löste so den Schuss aus. Tja, da hat ihn wohl die Katze mal so richtig erschossen. Sich vor ein Auto zu werfen ist eine unsichere Sache, da bei derart leichten Fahrzeugen immer die Gefahr besteht, noch einmal mit dem Leben davonzukommen. Deshalb wollte es ein 48-jähriger Baggerfahrer aus Erding besser machen. Er schrieb einen Abschiedsbrief an die Liebenden daheim und fuhr wie gewohnt zur Arbeit. Doch kurz nach Arbeitsbeginn stieg er von seinem Raupenfahrzeug herunter und legte sich vor dem rollenden Bagger. Seine Erwartungen wurden erfüllt, er war sofort tot. Da kann man mal richtig sagen, das war sehr gut überlegt, weil bei diesem Gewicht schaut es einfach schlecht aus. Was man halt bei den windigen Schachteln da nicht der Fall ist. Ein 26-jähriger Mann aus Thailand stürzte sich aus dem 6. Stock zu Tode, weil seine Frau sich weigerte, seine 2 Freundinnen in die gemeinsame Wohnung einziehen zu lassen. Dieser Mann hatte wirklich allen Grund, den Tod zu wählen. Am Ende kommt immer alles anders, als man denkt. So auch für einen 63-jährigen Amerikaner, der sich, um seinem Leben ein Ende zu setzen, mit Benzin übergoss und anzündete. Doch die Schmerzen waren so gewaltig, dass er in den nächsten Teich lief, um die über seinen Körper züngelnden Flammen zu löschen. Bei dem Versuch ertrank er. Ja. Gleich mal wieder einen Schluck trinken. Das ist echt der Hammer. Die Ideen, die muss man sich einfach mal vorstellen. Nach einem heftigen Streit mit seiner ehemaligen Freundin ging der 37-jährige Scott McGraw nach Hause, um einem Leben ein Ende zu setzen. Man fand seine Leiche über und über von Schlangenbissen übersät in unmittelbarer Nähe seines geliebten Haustieres, einer Klapperschlange. Die Polizei geht davon aus, dass er sich von ihr in voller Absicht zu Tode beißen ließ. Ja, warum nicht? Wenn ihr schon die Tiere geliebt habt, dann sollen die ja das machen. Ja. Ich würde mich nicht von dem anderen umbringen lassen, wenn ich schon das Haustier liebe. In Moskau ist ein auf frischer Tat ertappter Einbrecher aus dem 9. Stock eines Hochhauses in den Tod gesprungen. Als der Wohnungsinhaber den Einbrecher, den er beim Durchwühlen seiner Sachen erwischt hatte, fragte, was er in seiner Wohnung mache, antwortete dieser: nichts, riss die Balkontür auf und sprang in die Tiefe. Der freie Fall. Es geht weiter. Für manche Menschen ist eine kleine Ursache schon ausreichend genug, um freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Eine Frau aus Colombo vergiftete sich, weil ihr Ehemann ohne ihr Einverständnis den TV-Kanal gewechselt hatte. Und ein 19-Jähriger erhängte sich an einen Baum, nachdem er zuvor das Auto seines Vaters gegen denselbigen gesetzt hatte. Wahnsinn.
Schon billig, so das Leben herschenken. Der belgische Postbote Jan-Marie Thibaux wurde insgesamt 6-mal von bewaffneten Gangstern ausgeraubt. Und nach jedem Überfall stellte er bei seiner Dienststelle einen Antrag auf Versetzung hin einem ruhigeren Bezirk. Da ihm dieser jedoch jedes Mal verweigert wurde, erhängte sich der frustrierte 54-Jährige schließlich in seiner Wohnung. Er hinterließ 4 Kinder. Das ist schon heftig. Das ist dann traurig, wenn man Kinder hinterlässt für so einen Schwachsinn. Wahnsinn, echter was. Beim Motorradfahren einen Helm tragen zu müssen, das ist eine Vorschrift für Warmduscher und Vorwärtseinparker. Der Mechaniker Gerald Marotta aus El Serrano gehörte nicht zu dieser Gattung Mensch. Er war ein Hardei, ein echter Kerl eben. Deshalb regte er sich auch so fürchterlich auf, als der Staat Kalifornien die allgemeine Helmpflicht einführte. Er regte sich sogar so sehr auf, dass er seinen Revolver nahm und sich aus Protest erschoss. Ja, das ist dann krass. Der 76-jährige Thailänder Perm Suttimusik brachte sich um, nachdem ihn alle 17 Frauen seines Harems verlassen hatten. Zuvor hatte Perm seine Potenz durch ein Kräutergebräu verloren, das eigentlich seine Manneskraft steigern sollte. Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Wenn es auf dieser Welt einen Mann gibt, der wirklich einen Grund hatte, in den Tod zu gehen, so ist es jener Geschäftsmann aus Kairo, der seinem Leben ein Ende setzte, weil er den Unterhalt für seine 26 Kinder, 35 Ex- und 4 gegenwärtigen Frauen nicht mehr finanzieren konnte. Ja, da kostet er wirklich irgendwann einmal die Kugel geben. Also das ist, boah. Weiter geht's. Ein rumänischer Totengräber, der wegen Diebstahls eines Sacks Kartoffeln seinen Job verloren hatte, hatte sich an seinem ehemaligen Arbeitsplatz sein eigenes Grab geschaufelt. Nachdem man ihm seine Kündigung überreicht hatte, hob er auf dem Friedhof, auf dem er jahrelang gearbeitet hatte, ein Grab aus. Als die Grube tief genug war, legte er sich hinein und begann, seine unteren Körperpartien mit Erde zu bedecken. Dann überschüttete er seine restlichen Körper mit Benzin und zündete sich an. Obwohl die Polizei noch zu retten versuchte, verstarb er kurze Zeit später im Krankenhaus. Mit einem lauten Knall verabschiedete sich ein 50-jähriger Schwede aus dem Leben. Mitten im Gerichtssaal jagte er sich mit einer Ladung Dynamit in die Luft. Angeblich war von dem schleppenden Verlauf seiner Scheidungsverhandlung entnervt gewesen. Weil er seine Organe spenden wollte, hat sich ein Selbstmörder im US-Staat Ohio in der Notaufnahme eines Krankenhauses erschossen. Der 46-jährige Mann erschien am späten Abend in der Notaufnahme des Grady Memorial Hospitals in Delaware und drückte mit den Worten: „Haben Sie keine Angst, ich werde Ihnen nichts tun", einer Krankenschwester einen Umschlag in die Hand. Dann zog er eine 22er und schoss sich in den Kopf. In den Umschlag fand sich eine Notiz zur Organspende und Anweisungen zur Beerdigung des Mannes. Einen Ehrenplatz in der Hall of Fame der Selbstmörder hat eine 64-jährige Japanerin sicher, die so viel Toilettenpapier aß, bis sie schließlich daran erstickte. Also, weil sie sich aus ihrem Garten betrogen fühlte, stürzte sich die Tschechin Vera C. aus dem Fenster ihrer Wohnung im 3. Stock eines Prager Apartmenthauses.
Doch statt auf dem harten Asphalt landet die Selbstmörderin auf ihren treulosen Gatten, der zufällig unter dem Fenster herging. Die Springerin überlebte, ihr Mann starb. Der wiedergeborene Christ Herbert P. brachte sich im Carlston-Gefängnis in South Carolina um, indem er 8 Stücke Seife und 5 Dosen Rasierschaum aß. Der Herr befahl mir es zu tun, sagte er gegenüber den Wärtern. Also das waren jetzt so ungewöhnliche, kuriose Todesfälle, ungewöhnliche Selbstmorde, kann man sich gar nicht vorstellen. Gibt es bestimmt heute auch noch so seltsame, ungewöhnliche Selbstmorde. Also das gibt es bestimmt heute auch noch, aber das sind so eine der bekanntesten, die es tatsächlich gegeben hat. Und boah, man muss erst einmal die Ideen haben. Und ja, wie gesagt, ich schaue, dass ich da noch mehr finde davon. Das ist sehr interessant. Es gibt auch da noch irgendwie viele andere Geschichten. Es gibt auch noch außergewöhnliche Todesfälle. Das ist dann ein bisschen was anderes. Aber da ging es jetzt einmal einfach so um Selbstmorde. Genau. Dümmer als die Polizei erlaubt, gibt es auch schon spezielle Sachen. Also wie gesagt, das war jetzt wieder mal eine nette Geschichte, die wo tatsächlich geschehen sind. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben, liken, kommentieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Helmut, die Anker Filmschmiede. Also habe die Ehre, macht es gut. Servus.